Heute ist der Max bei uns. Cool, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und ein bisschen was zu dir erzählen? Ich bin der Max, ich bin 21 Jahre alt, komme aus der Oberpfalz, bin im Urlaub da und ja, Und wie lange magst du schon Harmonika? ich spiele jetzt dann 2,5 Jahre sind ungefähr. Also werden jetzt dann im Dezember jetzt 3 Jahre. Fein. Am Nikolaustag. Nikolaus, du. Wir machen mal ein Stückchen. Da haben wir, was für ein starkes Stückchen? Ein Stilupa Simulborischen. Im Bayerischen. Bravo. Hey, voll cool. Super. Okay. Vielleicht magst du kurz berichten, wie das überhaupt mit dir mit der Harmonika angefangen hat. Du spielst jetzt 2,5 Jahre Genau. und hast du vorher schon was gespielt? Nein, ich habe mal am Dachboden daheim ein kleines Hohner Akkordeon gefunden Ja. und ein Lernheftel von 1954 oder sowas. Und mit denen habe ich dann ein bisschen probiert, aber es ist halt nichts Gescheites geworden. Habe dann quasi mehr ohne Bass ein paar Stückchen spielen können, also 2, 3 Stück. Und irgendwann habe ich dann von euch hier unten im Urlaub mal ein Plakat, ich weiß nicht mehr, entweder von der Zirchschule, also am Zirchfuchs wirklich, oder von den Fuchsburgen gesehen. Ja. Und habe dann gegoogelt und dann habe ich auch gesehen, dass man eben eine mieten kann. Und dann habe ich gedacht, okay, da probiere ich das aus. Ja, hat super geklappt und seitdem spiele ich, ja. Und du hast dann mit dem Ablaufplan einmal angefangen, oder? Genau, ich bin durch den Ablaufplan erst durch und dann irgendwann mal haben wir dann unterschiedliche Stückchen rausgesucht und habe dann immer meiner gehabt. Irgendwann sind es dann schwieriger geworden. Mhm. Manche habe ich dann wieder low und habe erst ein halbes Jahr drauf probiert, weil sie zu schwach waren. Und so Ja. habe ich langsam durchprobiert, ja. Das sind jetzt echt schon einige auch schwere Stücke im Ja. Programm. Wie viel übst du ungefähr so am Tag oder in der Woche? Oder? Also am Anfang habe ich wirklich so 2, 3 Stunden am Tag geübt gehabt. Und jetzt sind es in der Zeit zwischen 1,5 und 2 Stunden. Also
eine halbe Stunde ist auf jeden Fall, aber meistens so zwischen 1,5 und 2 Stunden. Also echt ein fleißiger Schüler. Jetzt macht man ein zweites Stück rein. Das, wer heißt das? Die Händelpolka. Das kenne ich jetzt gar nicht so, aber Kriegen wir wir machen schon. spontan. Nein. Bravo. Die Händelpolka. Händelpolka. Ich glaube, irgendwas in Zillertal kommt. Cool, ja, die hast du noch Gehör einfach auch so frei. Genau, da hat es ein YouTube-Video gegeben und dann hat es mir recht gut gefallen und dann Ja. habe ich da auch so geschaut. Da war dann noch ein Borischer gleich am nächsten, den habe ich dann auch noch mitgenommen. Voll fein. Also du hast das Gehör eigentlich schon relativ gut trainiert. Es funktioniert schon sehr gut, ja. Also ich wenn was höre oder so, dann probiere ich mal ein bisschen umeinander und dann komme ich meistens schon dahinter. Hast du mal mit Griffschrift auch schon mal probiert? Oder? Ich habe mir jetzt das erste Lernheftel von Michel Bauer gekauft. Mhm. Ja, es war richtig ungewohnt, eine Griffschrift zu spielen. Also ich habe mich echt gefühlt, wenn ich es noch nie in meinem Leben in der Hand gehabt hätte. Ja. Und es ist ja jetzt auch nur so, dass es haut jetzt schon ein bisschen was hin, aber nicht gut. Und ich wollte es einfach mal probieren. Auch mal und schauen so. Genau, Mhm. ja. Und was gefällt dir so bei den Videos, bei unseren Lernvideos gut? Oder? Ja, man kann sich einfach aussuchen, was man möchte. Man hat von leicht bis schwach zum Mitsingen, zum Nicht-Mitsingen. Manche Lieder dabei, die waren recht lustig angekommen, manche, wo man zeigen kann, was man kann. Ja. Und was ich am schönsten immer finde, ich fieber schon direkt drauf hin, immer, wenn das nach einem Monat losgeht, was für 3 Stücke das jetzt kommen. Ach so, ja. Also jetzt glaube ich, ist auch die Guten Morgen-Polka kommen. Guten Morgen, ja, Genau. ist jetzt dabei. Das ist Und echt die- flott. Genau, und dann würde ich dann, wenn ich daheim bin, wahrscheinlich auch gleich mal. Echt fleißig, ja, Ausprobieren. cool. Und wie viele Stücke ungefähr hast du jetzt im Programm? Ich glaube so zwischen 50, 60 oder Als Auswendiger war das alles auswendig, ja. super. Und begleiten hat eigentlich auch schon recht schön hin. Spielst du auch manchmal mit anderen zusammen? Genau, also einer, den haben wir zufälligerweise bei so einem Harmonika-Treffen. Mhm. Da sind wir draufgekommen, der wohnt eine Viertelstunde weg von mir. Mit dem haben wir ein bisschen zusammen, also spiele ich ein bisschen zusammen, genau. Da waren wir auch im Zillertal da vorne, haben wir auf einer Hüttenmusik gespielt ein bisschen. Ja. Und ja, das haut schon recht gut hin. Beim Oberkleiner komme ich nicht immer ganz nach, wenn es recht schnell wird. Schnell. Ja. Aber beim Rest funktioniert eigentlich gut, ja. Fein. Super. Ja. Machen wir noch ein drittes Stück halt. Genau. Da haben wir Genau, verdrossener Schäfer. für die ganzen Schweizer Freunde.
Ja, schöne Grüße in die Schweiz mit dem Stück. Und vielleicht noch ein bisschen zu dir, wenn du jetzt nicht Harmonika spielst, was hast du so in deiner Freizeit oder beruflich auch Hobbys? Also in meiner Freizeit, ich fahre gerne Radl, gehe bei uns spazieren, wandern. Und sonst so beruflich, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig gemacht. Ich bin Ergotherapeut. Mhm. Genau, und sonst eben quasi, wenn ich heimkomme, Runden essen und dann später, wenn es dunkel wird, Und 4 ein Monate. bisschen Musik spielen, genau. Ah, das ist fein hier. Hast du auch schon mal mitgesungen? Also, tust du auch singen beim Spielen? Ich probiere es manchmal, ja. Meistens sind es dann ein bisschen später dann wieder und die Leute rufen nicht mehr genauso zu. Also, hast du auch schon Also, Auftritte gehabt dabei? Ich habe mal auf dem Gartenfestival gespielt und sonst halt quasi ein bisschen so, einfach wenn irgendein Geburtstag oder so ist. Oder wenn wir dann mit dem Alpenverein fahren wir auf Sektionshütten und da spiele ich dann abends. Letztes Jahr habe ich nicht spielen können, da hat man ein Stückchen von der Fingerkuppen angehauen gehabt. Okay. Da ist es Oh, leider ins Wasser gefallen, aber ist alles wieder alles wieder gut. alles verhalten. wieder gut geworden, ja. Ja, da habe ich dann, ich glaube 3 Monate so Pause machen wollen. Ja. Also, Pause ist auch nicht gut, gell? Aber Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann die ganze Zeit mit dem Bass schon gespielt, dann aber hast du da gut reingekommen. weil es dann wieder gegangen ist, ist es eigentlich wieder schnell gegangen, ja. Ja, super. Und wir haben ja eigentlich noch nie zusammengespielt. Das erste Mal hätten wir zusammenspielen. Wie ist Ja. das so? Ist das, weil man merkt, du hast Es eigentlich ist ein gar keine bisschen Probleme. ungewohnt manchmal, Ja. wenn dann neben einem nochmal was kommt oder so. Aber es ist eigentlich, also es macht viel mehr einer Freude, weil das ist einfach was ganz anderes, ja. Also wenn dann mal in der Gegend ist bei dir, Genau, wenn mal irgendwer so Schwandorf ist, kommt es vorbei. kommst du vorbei, dann kannst du ein bisschen Ich bin zusammenspielen. online auf der Freunde. Freundekarten angemeldet, Ah, ja. also Bei der Freunde-Funktion. genau, Maximilian, noch einmal. Schaller. Aber ich muss mich erst mal ummelden, weil ich Ah umzahlen ja, will. naja. Jetzt sollen wir noch eine Zugabe machen. Sagst du? Ich dazu mal den noch ein. Machen wir noch, bevor es Rennen anfangen. Wenn man Gabor ist, ne? Ah, die ersten Tropfen kennen wir schon. Wenn wir so schicken.
Hey, danke fürs Zuhören. Danke fürs Vorbeikommen. Ja. Und bis bald. Bedingt. Servus.